Salma, Kali. du kennen wir euch schon so lang, aber wir machen das heute trotzdem für die allererste Kehr. Ja, das leid nicht du mir. Und aber sind wir noch immer befreundet, weil wir als Freundschaft kultivieren. Richtig. Wir haben nachhaltig Freundschaft sein. Wir haben eine mega nachhaltige Freundschaft. Ja, Mega nachhaltig. schon jahrelang. Heinz du, haben wir als mehr Herren, Heinz du Männer. Heinz hat man mehr Kontakt, Heinz du Männer. Ja. Und trotzdem sind wir nur noch hei. Ja, wir machen regelmäßig Check-ins. Ja. Froh, wie das geht. Richtig. Kümmern uns um den. Und auch alles das feiert zu einer schönen, nachhaltiger, zwischenmenschlicher Beziehung. Dat Heu aus Maybe Sex. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Okay, die hudet schon hören. Heute geht es Sex. an. Nachhaltigkeit. Und zwar machen wir ein Joint Venture, weil mein langjährig gut Freundin Salma, was heute Gastgeber als am Studio ist, hat auch selber einen Podcast. Den heißt Das Büro für Nachhaltigkeit. Genau, und da geht es Nachhaltigkeit. dafür schwarze wir Haut über. Nachhaltigkeit. Voilà. Und wir machen unterschiedliche Themenschwerpunkte, weil den Mittwoch, der 6. April, kommt beim Salma eine Episode raus, und der Freitag, den 8. April. Also Haut. Also Haut für die Leute, die die Episode live drüber so rauskennt. Auf 4 Gäste aus meiner Episode rauskommen. Was sind die unterschiedlichen Themenkomplexe, Salma? Über was geht es bei dir im Podcast? Kurz gefasst. Okay, das ist mega schwer für mich gewesen. Ja. Ich fasse noch kurz. Bei mir geht es alles, was mit Nachhaltigkeit als Sex zu tun hat, mehr so äußerliche Sachen ist. Also, was benutzt du für Sex zu haben? Was stöchst du an der Körper ran? Und was guckst du für dich zu stimulieren dabei? Und was hast du von den ökologischen Footprint? Stichwort Pornostreaming, einer Stichwort Kondome, Toys, Gleitgel, wie gesagt, alles, was ihr sonst noch braucht. An Haut geht es mehr. Alles, was so dran hat am Sinn von Nachhaltigkeit, also an dem Kopf, an dem Herz, an dem Bauchgefühl. Also innerliche Faktoren. Ja, weil, wo du gesagt hast, an sich dran, tun ich natürlich direkt drin und irgendwelche ökologisch Sextoys gedacht. Nee, Haut schwätzen wir über Gefühle. Vielleicht können wir ein bisschen aufklären, was heißt überhaupt Nachhaltigkeit am Sinn von den internen Faktoren. Weil die meisten Leute denken ja bei Nachhaltigkeit biogemäß an. Ja, als biogemäß kann ich auch gut Sextoys machen oder einen mäßiges kleinen CO2-Ausstoß. Aber das ist nicht unser Fokus von Haut, wie gesagt. Da geht es bei dir drum. Dafür sei mal gegen mich schreien, was verstehst du dann in einer nachhaltig internen Faktoren? Merci, dass du fries, Kali. Das gerne. Das ist ich schon eine persönliche Definition. Ich meine, Nachhaltigkeit ist ein wahnsinnig stehenbarer Begriff, den für so gut wie alles holen kann. Du wirst ja keinen Begriff am Anfang auch ziemlich missbrauchen. Für mich ist Nachhaltigkeit an diesem ganz konkreten Kontext eine Sache von Approche, wie du durch das Leben gehst und wie du den zwischenmenschlichen Beziehungen geseis an kultivierst. Also mit welcher Art und Weise meinst du, dass du den Beziehungen feiern willst und was willst du, dass du dabei rauskommst und wie lange soll es unhalten? Das heißt, für mich ist eine nachhaltige Art von Beziehungsfeierung an, wo du wirklich über den gehst, wo du nur da guckst, wo du respektierst, dass wir unterschiedlich sind und an der Unterschiedlichkeit über den aufpasst und auch, dass du guckst, dass eine Art von Dauerhaftigkeit an irgendeiner Form entwickelt. Auch wenn die Dauerhaftigkeit kann sein, dass sie nicht gesund aufschlägt, mir dass sie aber sieht, das heute als ein Full Circle irgendwie gewirrscht. Ich gesehen, da sind schon viele Themen dran, die man können nach mehr deep beschätzen. Es klingt mega schön, was du siehst. Und ich schon auch schon natürlich dann auch drüber nur gedacht, was heißt alle Nachhaltigkeit. Und ich fand gut, dass du gesagt hast, dass es relativ
unterschiedlich gebrachte Begriffe ist. Also das muss ich schon gesehen. Eine Schlumme für mich an dieser Episode definiert Nachhaltigkeit am Sinn von auf langer Sicht gut für mich. Gut für meinen Körper und gut für meine Beziehung. Und idealerweise natürlich auch gut für meine Umwelt und Leute rundherum mich. Und kommen wir deep diven direkt mal an das erste Thema ran, nämlich nachhaltige Beziehungen, also Beziehungen, die mir gut dienen. What does it mean? Frisst du da ganz konkret Misch? Ich gesehen, so ist keine andere, ja. Ah ja. Nachhaltige Beziehungen, die mir gut dienen, meinst du alle Formen von Beziehungen? Okay. Ja. Am weitesten Begriff. Nachhaltige Beziehungen als für mich persönlich eine Beziehung, wo du auf den aufpasst, wo du auf den lauscht hast, wo du so kannst und auch so willst, wenn du bist, wofür du stehst, was dir wichtig ist, und dass es ein Open Ohr dafür gibt, und dass du am Respekt von den eigenen Grenzen und von der Grenze von der anderen Person auf den durchkennst und eben gesagt, dass es eine Interaktion ist, dass du Wechselspiel hast zwischen zwei Personen und dass du wenn du das gerne willst, kultivieren, die Beziehung, dass du dann versuchst, so eine schöne Art und Weise, um den anzugehen und dich darum zu kümmern. Ich weiß nicht, ob du schon direkt soll ich schon mein Gardebeispiel gehen? Passt gerade so gut. Yes. Ich fand, es kann in Beziehungen denken, wie wenn du einen schönen Garten hast und an dem Garten hast du einen Hack. Die Hack kann eine Person sehen und die Person ist einfach robust und durch, und von der Träne geht durch, mit der auch vielleicht so Irzen oder ein paar schöne Blumen, so man mal ganz kitschig Rosen, das ist echt kleine Rosegärtchen. Ein kleines Rosegärtchen, ein Hambieren und keine Ahnung, du hast einfach all mögliche Sachen an dem Garten dran und die ganze Garten sind den Beziehungen, den unterschiedlichen Formen von Beziehungen. Oh, das ist aber schön. Ja, das ist aber klar, dass wie sich den Rosen brauchen eine andere Form von Zuneigung, wie den Hack, wie den Poraten, wie den Muten, weil es etwas anderes ist. Du brauchst aber alles an dem Garten, wenn du den Garten willst, als dein schöner Garten angesehen. Und wenn du gerne hast, dass das alles wiest, dann ist eine andere Form von Care, die du denen verschiedene Sachen entgegenbringst. Und natürlich schon nicht, dass die eine Form besser ist wie die andere, mit der just angepasst und die Person. Du kriegst dann etwas zurück, nämlich einen schönen Mut oder so. Und das ist eben das, was ich mit dem Wechselspiel meine. Es gibt, ich fand gesehen, ja, dass die Leute alle verschieden sind und dass du ein bisschen über den durchkommst, weil ich dann eben auch mal durchkomme, meine ich, das ist besser, meine Mutter dann und dann als der zu holen und nicht dann und dann. Und da kann ich nicht so, ich will aber meine Mutter gerne dann und dann rausholen. Aber das bringt mir ja gar nichts, aber dann gehe ich auf den Mutten durch. Aber ja, dann gehe ich auch auf den Kollegen durch. Also, guck, dass du einen respektvollen Umgang mit denen bist. Und dass du einfach siehst, hey, leider, ich gehe meine Mutter nicht mal, sondern nur aus der Erde rausholen, weil das ist mir nur zu blöd in diesem Fall. Aber komm mir von eine gute Saison dafür. Voilà, das war mein Gartenbegriff von dem Ganzen. Dankeschön. Das ist noch besser, wie ich mir da erwartet habe. Weil ich doch schön fand, für zu weisen, dass wir so spannend dran quasi an dem inneren Garten gut zu fühlen, es am Anfang dick viel unterschiedliche Formen von Beziehungen braucht, an die alle guten wichtig sind sozusagen. Ja, absolut. Also das Hack oder der große Baum, der an der Mitte steht, oder das Gemäßbeet, du hannen, nicht mehr oder meiner wichtig sind, mir einfach so verschiedene Facetten von einem selber erfahren, wie ihn ja, gesund a Beziehung mit anderen Leuten tritt sozusagen. Dann ist natürlich auch ein großes Wolle, denn hat du es Rosegart genannt, das ist ein bisschen ein Stereotypbild, mir schon nicht mal. Also so Beziehungen, die als sogenannte romantische Beziehungen bezeichnen, wo nicht ganz oft habe ich das Gefühl, eine gewisse Nachhaltigkeit nicht gehen ist. Weil, also schon gefehlt, dass so, keine Ahnung, Beziehungen, zum Beispiel mit besten Kollegen oder langjährige Freunde oder Freundinnen an einer gewissen Art und Weise mehr nachhaltig sind, weil sie mehr langfristig da sind, am Sinne von Zeitdauer. Also, dass am Anfang so romantische Beziehungen oder romantische Sexualbeziehungen, ich Gefühl, haben oft ein bisschen mehr wechselhaft auch sind. Absolut. Zum Teil. Absolut. Und ja, das ist natürlich immer froh, war das auch für mich eine gute Beziehung, wie nur oder weit will ich so haben, wie gehst du mit Konflikten, mit Grenzen, mit schwierigen Gefühlen, darüber haben Joel und ich. Und da lasst eine kleine Episode Nummer 90 gemäht, über schwierige Gefühle schwätzen an eine Beziehungen, weil das wirklich ein Thema ist. Absolut. Und ich meine, da manchmal natürlich allgemein eine Beziehungen mehr, am Speziellen auch so romantische Sexualbeziehungen.
Und schon so viel zu Schwein denke nur geguckt, das froh von was aus eine gute Beziehung. Also in diesem Podcast ist ja bald schon historisch, weil Folge Nummer 5 aus was aus eine gute Beziehung mit mir und meinem Tassi, wo wir auch schon darüber geschaut haben, über so verschiedene Aspekte, die in Beziehungen kann betrüchten, diese zwänger guter oder nicht zwänger guter Beziehung machen. Ja, an nichtsdestotrotz denke ich aber auch, dass auch wenn romantische sexuelle Beziehungen heinz so vielleicht mehr wechselhaft sind am Leben, dass sie trotzdem können einen langfristigen positiven Impact auf das Leben haben. Also auch wenn dann nicht mehr mit der Person zusammen ist. Voll. Da hast du schon mein Kompostbeispiel gehen. Ah ja. Ich will alles weil Gardening aus und den echten 15 Minuten aufhaken. Ich finde du zum Gardebeispiel zu den Pflanzen, die man aus dem Garten tun, das zusammenhängend Bild mit einem Kompostkorb. Und zwar habe ich das Bild am Kopf von den Beziehungen, dass so mal das fertig mit der Mut, das fertig mit der Porrat. Und du hast das schön aufgeschlossen, du hast es super Essen und war alles top. Das ist aber nur fertig. Und dann müsst ihr auf den Kompostkorb. Und dann wird das sich so zersetzen an den Kompostkorb, den das bisschen, du. Alles, also der Körper, also stell dir so viel, wenn es den Ofen an der Kopf gibt, so rangeheuern an den ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, die sie so auf dem Kopf. Und innen ist schon ganz zersaht und das schon bald das Erd. Und das kann ich nicht mehr genau zuordnen, war das der Loh von der Mut, aber das von der Porrat. Und Uwe gesagt, noch mehr, das nach den Schulen, du von der Traste, du kannst noch vielleicht mehr sagen, ja, das tut erinnert mich ganz klar an die Person oder das könnte von du. Und das ist natürlich so, dass man werte Sache für immer mit Personen verbannen, da das auch manchmal eine schöne Sache, so lange schöne Erinnerungen sind. Ich meine so die ganze Komplex und wen Leute lernen wir am Laufe von unserem Leben kennen, die machen so den Boden von dem, wie wir das Leben trippeln. Und irgendwann denke ich, eben so ein Schatz, so ein hoffentlich fruchtbarer Boden und Erfahrungen, die an dir dran ist. Und du weißt nämlich genau, wer ein Stecker sie wo war. Das ist auch egal, weil das ist dein persönlicher Boden und das Ding Erde. Und du meinst, da muss man aufpassen, was man für Sachen bei so Kompost gehören. A.k.a. mit welchen Leuten man Beziehungen führen. Ja, richtig. Aber die Beziehungen sind. Ja, ich fand noch, das Witzige an der Vorbereitung habe ich auch über tatsächlich Trennungen nur gedacht. Auch weil ich letztes Jahr eine relativ intensiv Trennung hatte. Und da gemerkt habe, dass ich entweder kann all die Gefühle wie Roserei, an Angst, an Frust, an Enttäuschung und so, mich von denen verleden los sind, zu so okay, nee, mit der Beziehung schließen sie auf, ich mache sie an einen Köst und ich gucke sie nie mehr an. Und ich denke, so eine Art von Aufschluss an von so Sachen auf Zeit, denen das wichtig, aber gleichzeitig zu gucken, was war schön in der Beziehung und was will ich trotzdem behalten. Aber was kann ich mal trotzdem behalten und positive Sachen, auch wenn die Beziehung an die Person vielleicht nicht mehr in meinem Leben ist. Also auch da irgendwie nicht an so, ich meine nicht so an so melancholischen Memories schwelgen und nicht können loslassen. Das ist nicht das, was ich meine, weil ich meine da, dass ich dann noch so eng vielleicht nicht so gesund Aderweise mit Beziehungen aufzuschließen, mit so, dass das darüber das schmerzhaft und das scheiß, dass es drüber ist und trotzdem einfach schöne Sachen, die ich kann integrieren, also auch Undeler von mir, wo ich mit der Person zusammen war, aus mir rauskommen sehen, die ich kann weiter kultivieren. Sie wird, weiß wie sich, ein neues Hobby oder dass in irgendwie ein witzig Aderweise hört, der Person Sachen zu erzählen. Und ja, da sehen und der Beziehung gewusst, also zu so und da einfach ein guter Kompost auch entstanden ist und auch an der Beziehung, an der Trennung Erkenntnisse hat, die weitergebracht wird und da sind irgendwie, ja, das matt hält als etwas Positives. Gegensatz zu einfach so wasch zu schieben, weil ihn so hört es, oder dran zu schwelgen, weil ihn nicht kann oder will loslassen. Das ist so spannend von noch, nee, nicht bei mir, das ist auch für mich nur halt den Umgang mit sich selber, singen Emotionen. Mega. Und einen schönen Aufschluss zu finden an dem, was das ist immer gut, weil dann hältst du dich nicht mehr ab und was an dem Roulement dran von den Emotionen, die immer im Rob kommen und die da den Alltag vielleicht versauern. Aber nee, du kannst erkennen, das tut das fertig, mit war schön, mit war auch nicht schön und das ist okay. Go on. An das am Anfang bis was man so auffällt, wenn man schwatzen, einen nachhaltigen
Umgang mit seinen eigenen Beziehungen impliziert auch einen nachhaltigen Umgang mit sich selber. Absolut. Also das ist so am Wirselspiel. Und ich denke, da so Sachen wie Tagebuch schreiben und Therapie gehen und sich selber schaffen und so weiter, genauso möchte, dass sie schön an nachhaltige Erfahrungen und Beziehungen kann machen. Zu der nachhaltigen Trennung. Natürlich gibt zu all Nachhaltigkeit ein Trend. Ah ja. Obviously. Und du gibt das Schlagwort Conscious Uncoupling. Also Uncoupling, nicht mehr ein Couple-Sinn, also nicht mehr ein Koppelsinn. Und Conscious ist natürlich so auch so ein Begriff, da kann ich da viel dran interpretieren, mit das sind so bewusst aus der Couple austritt. Also ich fand ein Konzept ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wikipedia sieht, dass ein neu erfundenes Wort am 21. Jahrhundert, wo ein Beständnis aber ein relativ amikabel Aderweise angeht, also ein relativ amikabel Schädung. Den Term hat Catherine Woodsworth Thomas 2009 erfunden oder so. Und am Anfang fand ich das eigentlich schön, Aderweise für auch das, was mir gerade gesagt hat, nämlich zu gucken, dass den Schädung oder den Trennung nicht ein traumatisches Erlebnis gibt, wo du dann jahrelang nach so knabberst, mehr an Kooperation mit deiner Ex-Beziehungsperson in quasi guckt, ja, wie geht es mir, wie geht es dir, dass jeder so ein bisschen Gesicht fehlt und dass er halt sich Zeit dafür hält, dass er dann okay einen Trennungsprozess geht. Und dass das nicht auch so den mit trennen als Lohn als Drehbar, aber dass da auch keine Prozess sind, sich dazu zu entscheiden, dann da umzugehen und so. Das witzig, weil Gwyneth Paltrow hat das 2014 und da wenn das manchmal auch bekannt gehen, an einem Interview oder so benutzt oder auf seiner Seite für ihre Schädung zu beschreiben. Und verschiedene Aspekte davon fand ich schwierig, weil so auch so gewisse Vorstellungen von Monogamie an Heteronormativität reproduzieren. Also die zwei Personen, die bekannt dafür sind, den Begriff Conscious Uncoupling benutzt oder davon zu hören. Mit die Idee sich fand ich schön und muss ich ja nicht unbedingt dann das Buch von der Madame lesen oder den Gwyneth sein Take on it. Ja, absolut. Also direkt, wie du da erzählt hast, eine Konnotation bei mir abgerufen, und zwar, dass ich es immer so schuld fand, wenn Beziehungen zu Ex-Partnern nun nicht mehr existieren. Und ich verstehe es auch meistens nicht. Also es gibt für mich klarer Grund, dass ich mit gewissen Leuten nicht wie will zu dienen habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass es für mich schädlich ist, mit der Person aufzuhängen. Mir da gibt einfach Leute, wo du nur einfach zur Erkenntnis könnt, ja, wir wollen halt einfach etwas anderes oder wir haben ein anderes Ziel in unserem Leben. Und du denkst mal, ja, da können wir akzeptieren das und da können wir, sind aber trotzdem noch immer froh mit denen als Individuen, die man sehen. Du kriegst überhaupt nicht an mein Cover ran, dass das soll dann trotzdem rüber sein. Und du denkst mal, ja, du willst ja gerade gerne daran investieren, akzeptieren, dass es natürlich ein bisschen schwerer ist am Anfang und dass er aber komplizierte Diskussionen hört. Aber wenn es da wichtig ist, dann investiere deine Zeit daran, mit der Person darüber zu schwatzen und dann dich zu conscious uncouplen. Weil ich bin davon überzeugt, dass einfach jemand viel Wichtigkeit hat. Und auch da, ich fand es schön, zu gewissen Leuten bis heute eine Relation aufrechterhalten zu haben und zu sagen, ja, okay, wir waren so viele Jahre zusammen, lassen wir es nicht mehr, aber Humor ist noch in unserem Leben und wir sind es noch wichtig und das will ich beibehalten. Und ich merke einfach en Kontrapartie, dass es Leute gibt, die das mega komisch fanden. Also der Klassiker von, wart, du schwätzt noch mit deinem Ex oder wart, du gehst mit deinem Ex an Vakanz. Ja, und was ist das Problem dabei? So. Ja, du hast ging so ein Stichwort Heteronormativität an Mononormativität, dass Beziehungen natürlich viel so durchgehen. Du bist mit der Person zusammen und hast Leben von deinem Leben, aber wenn das nicht funktioniert wird, kannst du sie nie mehr gesehen. Dann hast du einen Hass von deinem Leben gegeben. Genau. Oder dass du auch nie so wirklich mit der Beziehung für Drohnen aufgeschlossen hast, so serial monogamie-mäßig. Und dafür ist auch Beziehungsperson immer ein Danger. Also ein Gefahr für die neue Beziehungsperson. Ja. Und das ist mein wichtiger Punkt, also zu sehen, so, es kann den Sachen gut mit denen aufschließen und dann gut eine neue Form von Beziehung mit denen finden oder auch einfach gut aufschließen und dann keine Beziehung mehr mit denen haben. Ja. Das ist ja auch mega okay, mit trotzdem als irgendwie ein anderes Gefühl haben, zu sein.
Ich meine, so, schon gerade voller Fond. Ich kann nicht so, ich könnte dir noch verschiedene also schon dazu hab's gelesen. Nee, dass man anders also kann an den Kopf kommen. Ich meine, vielleicht kann ich so eine Art Barometer holen dafür, wie gut den aufgeschlossen wird, eine Beziehung. Vielleicht kann er so unsere Degree machen. Stell dir vor, die andere Person hat einen Kaffee und du weißt nicht, und du gehst ran, aber wenn du die rein gehen willst, dann hast du eigentlich schon nicht ganz so gut aufgeschlossen. Und wenn du da gehst und du hast den ganzen Abend schlecht Laune, dann hast du eigentlich auch noch nicht ganz so gut aufgeschlossen. Wenn du aber ran kannst gehen und so kannst, salut, nicken und vielleicht siehst du 3 Wörter zur Person. Wenn nicht so nicht schlimm, sitzt du aber am anderen Tisch und mir ist bon. Ich meine, das ist immer bon. Und das vielleicht, da kann ich vielleicht auch sagen, 8 von Ziel hören, dass du so kannst zu den Leuten, wo du erwischt hast, natürlich. Mir, dass du an den Kaffee kannst gehen und das gut. Und wir sind peaceful am Raum. Ja. Und natürlich kann ich nicht alles mit Kommunikation, Schwätzen und Beziehungsarbeit machen. Verschiedene Sachen brauchen noch einfach Zeit. Ja, also, ja, wisst ihr, wann redet ja. und so. Ja, klar. Das ist manchmal wichtig zu sagen. Und es hängt, fand ich, auch von der Form von Beziehung auf. Also, wenn von Anfang an schon keine gute Beziehung war, mir irgendwie ein bisschen ungut oder ungesund, aufhängige Beziehung oder irgendwie, vielleicht hast du so eine gewaltvolle Beziehungsdynamik dran oder so, ist natürlich eine andere Geschichte. absolut. Weißt du, so, ich denke, es hängt auch viel von der Beziehung auf, wie die war, dann wie ihn du noch an der Trennung mit denen ist. Und auch da fand ich, das gilt wirklich nicht nur für ex-romantisch sexuelle Beziehungspersonen. Nee. Klar. Mir zum Beispiel, also mir hat ein Episode über Freundschaftsschluss machen abgeholt. Ich fand das gilt am Anfang für so all Beziehungsformen sozusagen, all Pflanzen an deinem Gart. Das ist gut, dass du Lunanke explizit erwähnt hast. Wir hatten mir erwähnt, weil ich am Nachhaltig, aka Mutten und Vorrat der Rest da war. Und ich war über meinen Kopf nicht bei der schimmelbefallener Pflanze, die du vielleicht nicht gerade auf der schöne Kompostgeheu gehst. Vielleicht ist es wichtig, zu sagen, dass der Fokus leider auf nachhaltigen Sachen und nicht auf den ganz schlechten. Dem gute Gemäß, was gut geschmeckt wird. Dem Bio-Gemäß. Warten wir ja auch gerne an neues Rausstehchen. Das war Hashtag Murtendildo. Nee, das war am echten Moment können sie gemeint. Kann man gehen von Beziehungen rüber zu einem dem verwandten Themenkomplex, den ich auch noch ganz interessant fand und zu dem mit viel zu Sorge geht. Dating. Ah ja, oh Gott. Wo fängt man an? Also für Leute kennenzulernen, für allem für Leute kennenzulernen, mit denen Sexualität teilt, mir auch für vielleicht langfristig, nachhaltig, romantische Beziehungen. Ich habe gegoogelt. Also, ich habe probiert herauszufinden, was so trans sind am nachhaltigen Dating-Game. Was genau meinst du mit trans am nachhaltigen Dating-Game? Gut froh. Schon mal Stich wieder geguckt. Green Dating, Mindful Dating und Slow Dating. Okay. Also schon hab's von den Sachen her oder soll ich so in den Mann gehen? Ich finde davon nachher mir so mal trotzdem gern, worum es geht. Also, Green Dating, als war Veganer in sich daten. Ne? Ball. Du guckst ob die moralisch-ökologische Ausstellung von deinem Date und triffst dich ob Sitten wie zum Beispiel ob Green Singles oder Green Lovers für einer open-minded, liberal and conscious ich zitiere mal die Green Singles Sit zu finden, also für VeganerInnen, Vegetarierinnen, Environmentalists und Animal Rights Activists, also deren SchützerInnen, UmweltschützerInnen. Genau. Ich denke, das ist ein relativ klein Nische, die Green Dating-Dinge. Ja. Ich denke noch. Mir wird sich ja sowieso nur darüber schwatzen. Aber ich greife noch schon ein bisschen viel. Und zwar werde ich nur noch so 2-3 Wörter zu einem Philosoph und Biolog so, den auf der Universität der Künste zu Berlin in der Richt, wo ich auch meinen Master gemacht habe, an den ich kennengelernt habe in einem Seminar dem Andreas Weber, den zu Sexualität und Nachhaltigkeit auch ein gesagt hat. Und hin hat eben gesagt, voilà, tatsächlich aus am Trend
da findest du nur gefragt, wen Trend meinst du? Trend ob normalen, so mal, also normal, also immer schwierige Begriff mehr, so gängigen Dating-Plattformen, so Tinder, OkCupid, Bumble etc., dass du verstärkt anscheinend du nur geguckt wird, war da deiner Biografie steht, weil es immer mehr, surtout bei jungen Leuten, es geht, ob du Stunden heißt, bei Fridays for Future, Klimakrise ist mal wichtig, und so weiter, es gibt so Schlagwörter, diese, kannst du immer so, ja, be green, be sexy, be dateable, und das hat mal viel mehr wichtig gehen, als wenn nach 4-5 Jahren, hallo, was du immer so, okay, what the fuck, weißt du, Klimakrise interessiert dich nicht, was lief bei dir? Da warst du ja mega komisch, weißt du, das ist interessant und das ist auch schön, dass da den Shift gehen ist, weil man ja dann noch merken, dass sich die Gesellschaft verändert hat, gewissen Themen angefangen hat, wirklich ein Common Ground gehen zu sehen. Ja, das ist cool, das stimmt effektiv. Das ist auch ein guter Übergang zu dem zweiten Schlagwort, was ich mal geguckt habe, nämlich Mindful Dating. Das ist natürlich von Sit zu Sit, wo ihr guckt, steht ein bisschen abs ahnisch das, was das dann lo heißt. Aber auf einem Sit steht, dass Mindful Dating involviert, präsent und engagiert zu sein am Gespräch mit der anderen Person, also so anzugucken, aktiv nur zu lauschen, und nicht die ganze Zeit auf dein Handy zu gucken, aktiv nur zu fragen, an Fragen zu stellen, und dann auf einem Date auch so Conversation Topics irgendwie anzubringen, eine positive Energie mitzubringen und nicht die ganze Zeit zu ranten. Das ist immer gut. Dich tatsächlich interessiert zu weisen, dich authentisch zu weisen, also so wie es du bist. Und dann aber auch, und das fand ich einen ziemlich wichtigen Punkt, Boundaries zu setzen. Also sowohl zu gucken, was sind meine Boundaries, und wie kann ich die kommunizieren, und wie geht die andere Person immer da wenn sie nicht gut immer da umgeht zu sagen, nee, das passt nicht. Mir auch, wenn die andere Person eine Boundary setzt. Sogar, wenn sie Boundary setzt, dass sie nicht mehr dich will daten, und das auch auf verschiedenen Plattformen, die Mindful Dating beschrieben haben, da sind nicht so persönlich wollen, wenn eine Person zum Beispiel sagt, nee, ich will dich nicht mehr weiter daten. Mir das sind dann am Anfang selbst Positives gesagt, weil, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt bei Mindful Dating, es sollen sich überlegen, was will ich überhaupt? Und gucken, okay, will ich eine Long-Term-Beziehung oder will ich Casual Sex? Absolut. Und dann sich halt Leute sichern, die das auch wollen. Und dass wenn eine Person sagt, nee, ich will dich nicht daten, dass er am Anfang mega gut ist, ob länger siehst oder mittelfristig, weil dann hat es ja mit der Person nicht funktioniert, weil er nicht dasselbe sieht und er es nicht versteht. Genau, ja. Voilà, das sind so Sachen zum Mindful Dating. Und ich muss sagen, ich fand verschiedene von denen Sachen gut nicht so schlecht. Also es stehen dann noch so Sachen wie guck, ob den Erwartungen gehen nicht mit zu viel fixen Erwartungen ran. Also guck auch, was sich einfach entwickelt am Gespräch. Absolut. Also nicht mit der fixen Erwartung von Schulen heute nur und immer Themen für One-Night-Stand zu oder so, einfach zu gucken, so was an der Dynamik passt. Und ich fand, das sind einfach so Common-Sense-Sachen, die am Anfang sollte klar sein. Kali, so Common-Sense ist das nicht. Oder das soll fortgehen, wenn ihr nicht gut behandelt wird von der Person, dass sie einfach so, nee, das passt für mich nicht an der Guen. Auch das ist anscheinend nicht selbstverständlich. Nee. Und weil ich schön fand, da sind sich Zeit halt drüber nur zu denken, okay, wie war ich ab dem ersten Date, wie war die andere Person, an der wirklich zu evaluieren. Und auch wenn die mir nicht passt, nicht so die Courage zu, und das muss ich schon relativ courageous sein zu sagen. Auch für mich passt die irgendwie nicht. Ja. Und danach ein Punkt, den ich auch immer interessant von habe, und dann sind ich fertig mit meinem kleinen TED-Talk über Mindful Dating. Und don't, den ich auf meiner Seite von tun ist, don't reveal too much too soon. Also zähl nicht zu viel direkt. Und ich war am ersten Moment so, okay, mir geht es nicht im authentisch Sinn. Und da steht aber Transparenz, also ein Zeichen von einer guter Gesundheit. Tatsächlich so eine Gesundbeziehung, was ja also Kompost, als Kompostmetapher gut passt. Es muss nicht beim ersten Date sein. Kann den ehrlich sein, ohne all den Karten auf den Tisch zu legen, weil an dem Sinn zu viel, zu frei revealed, also preisgibt von sich sozusagen, kann er noch einen falschen Sinn von Intimität dadurch kreieren, an dem man so ganz intime Sachen auf einem ersten Date mit einer anderen Person dealt. Und das kann vielleicht ein Prämatur oder exageriert Offenbarung sind, die weiß, dass sie vielleicht nicht so gut die Grenzen kennt oder dass sie noch einen nicht abgeschafften
Peng irgendwo hat von einer aller Beziehung oder dass es mehr selber geht und am Anfang nicht Entbindung zu der anderen Person und das dann quasi Realintimität, die innerhalb von der Beziehung und an dem sich Beziehung sozusagen entfaltet, entsteht, am Anfang in der Band. Und das fand ich schon einen interessanten Punkt, also auch so zu gucken, okay, war das adäquat dem Stadium von wo wir gerade sind am Dating-Prozess zu gucken, weißt du, so welche Informationen sie am Anfang ubrucht. Ja, das sind ich verstehe, was du siehst. Was mir direkt als Gedanken an den Kopf geschossen ist, ich hatte häufig so Dates und die waren dann mega lang, weil ich mega viel schwatzen kann. Und also einfach dann die anderen Personen mega assoziiert und auch viel zu schwatzen. Ich meine, weil einfach schöne Gespräche gefordert hat, interessante Gespräche gefordert hat. Dann, wenn du 3, 4, 5, 6 Stunden immer daneben trippelst und dich in den Hals, dann revelierst du sich relativ viel, fand ich. Du weißt, ich meine, das ist einfach relativ individuell, manchmal auch war den als zu viel persönlich gesagt. Und auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass Leute vielleicht nicht so gut können, dass gewisse Leute nicht so gut können eins gehen mit privaten Informationen, weil es einen Druck setzt. Oder sie haben dann vielleicht so ein Gefühl von, oh mein Gott, ich habe schon so viel gesagt, da sind ich schon quasi schon bei der Rang umfangen. Also in dem Sinne, muss ich an einem Platz vielleicht auch einfach zu verstehen, okay, die Person ist einfach kommunikativ oder dealt sich gerne mit. Und das ist so vielleicht für ein anderes Gesprächsthema. Da kann ich mega ausschweifen. Das ist ein slippery slope, meine ich. Ich meine, du hast schon einmal so gemeint, wenn du auf dem ersten Date eine halbe Stunde nehmen über den Ex-Beziehung schwätzt, okay, dann ist es vielleicht noch nicht Red Flag. noch nicht der Moment für eine Person kennenzulernen. Okay, und dann schreibe ich direkt. Ich denke ein bisschen von den Themen auf auch. Also ich denke, viel mit den Schwätzen, auch viel Delen, ist ja nicht egal, Oversharing von ganz intimen Sachen, die ihr vielleicht mit seinen Kollegen beschwätzt oder mit seinen Enkelleuten. Also so, dass es kann in über Themen ja auch auf eine unterschiedliche Art und Weise schwätzen, weißt du? So. Ja, ich meine, ich bin ziemlich authentisch dann. Ich habe so viele verschiedene Styles zu schwätzen. Du weißt, da denke ich gerade noch ein bisschen mehr drüber. Nur, ja, mehr. Ja, ich fand von allem interessant, so die ganz Gedanken über Dating an Nachhaltigkeit durchzulesen, für zu gucken, wie man ich das überhaupt, aber was passt für mich, du, was sie schwarzen, aber nicht, weil, also auf einem von denen Seiten steht doch, keep it short, 1 bis 2 Stunden gehen durch, für einen echten Eindruck zu haben, so, und da war so, wow. Ja, mir gleichzeitig, why though? Ja. Ich hatte direkt einen so einen Managementbegriff, wo immer die KISS-Regel so wichtig war. Keep it simple, stupid. Und beim Keep it short war ich auch schon direkterweise, mach es kurz, mach es einfach, mach es snappy, geh direkt an die nächste Präsentation. Das ist sagen Vermachtungs. Ja. War da auch wahrscheinlich sich verbunden ist mit Slow Dating, ne? Zumindest mit dem, was ich darin auch verstehe. Ja, gut. Maybe, ja. Guten Übergang, ja. Weil du hattest nämlich auch so den Dinge von, aber das am Anfang ein bisschen so ähnlich. War das so ein Mindful? Also per se meine ich nämlich nicht. Ich denke, dass ich das Haltung am Anfang mit der dran geht und das sind gut Vorstellungen nicht für was die will und wen ihn aus und so. Mir dann so weil du steht dann, ja, wenn die Person dich cool von tut, hast du einfach excited für dich nachher zu gesehen. Das heißt, wenn es passt, merkst du einfach, dass du dich willst und eine zweite Kehr treffen. Und ja, guter Punkt. Und trotzdem holt du so ein bisschen den kapitalistischen, so man wie möglich Zeit investieren, wenn es nicht passt. Beigeschmack. Exakt. Ja, voilà. Aber der Gegenteil davon ist den dritten Trend, das Slow Dating. Sag mal, du schenkst dir schon ein bisschen etwas darüber zu wissen. Nee, tatsächlich sind ich doch, also ja, ich bin froh, dass du das so abgedröselt hast, weil für mich war das irgendwie mega krass zusammenhängend, die 3 Begriffe, von der Green Dating effektiv ist, denke ich, apart. Den Mindful Dating hängt für mich an dem Sinne zusammen am Slow Dating, dass du der Zeit hältst, für dich auf Leute anzulassen. Und dass du siehst, okay, sprangen lo dann an den, wenn wir klar dran wollen, probieren, an den Slow Dating, dass du
siehst, okay, bon, so mal das der Klassiker, du hast halt einfach den Dating-App und du hast ein endless Scroll und du siehst lauter Leute, das wie an einem Katalog, wie an einem riesiges Supermarché und du kannst einfach shoppen gehen und dadurch, dass du natürlich immer das Gefühl vermittelt kriegst, dass du vielleicht nach einer besser passenden Person, nach einer mehr cool Person hast, du mal da gehst du Dinge in Beziehungen, eine Art von, du monetarisierst auf einen gewissen Weise, wie wirst du ja Zeit aus Geld, ne? Ja. Und das eine Sache von Status auch, weißt du, kannst ja immer Angst tun, dass du vielleicht Gelegenheit für dich zu Up-Statusen verlierst, weil du dich zu low settelst. Und das gibt dem Ganzen den herzigen, konsumeristischen, natürlich auch kapitalistischen Charakter, den du am Dating kannst kreieren, wo du dich selber deprivierst von der Möglichkeit, für die Zeit zu lassen, andere Leute kennenzulernen. Und ich fand, du kannst ja ein mega gut Bauchgefühl haben und da geht auch vielleicht ein Kehr treffen durch. Aber ich fand auch, dass es, also das ist meine persönliche Meinung, es gibt auch einfach Leute, du siehst dann, okay, wir haben vielleicht keine romantische Beziehung, wir haben eine Freundschaft und dann sollst du dann entstehen können losen und nicht die Person waschgeheuen, wenn das romantisch nicht funktioniert und da so, okay, mir dann ist mir der Rest auch egal, weil wir haben vielleicht romantisch angefangen oder so. Dass du eben noch du siehst, hey, den anderen Mensch als ein Mensch und ich gehe mit dem Mensch respektvoll an, ja, mit einer gewissen Passion. Mit einem Interesse auch. Ja. Ja, und ich meine, kann ich noch nicht so ganz unterscheiden zwischen zu Mindful Dating und Slow Dating, weil zum Beispiel auch Mindful Dating sieht, interessiert dich für die andere Person, guck, wen es auslöst, dich drauf an und so. Und das interessant, dass du gesagt hast, guck, was den Outcome ist, das hatte ich auch schon ein bisschen angeschwärzt. Ich hatte nämlich ein bisschen nur Slow Dating tatsächlich gesicht und ich wohne hier zu Wien und da kriegte ich einen Artikel von einer Tageszeitung, wo über das Slow Dating Event tatsächlich geschrieben wird, wo eine Person, die das organisiert, die hat die ist Therapeutin, dann hat Sozialwissenschaften studiert und so und hat halt so nicht das Speed Dating, mehr Slow Dating Event halt organisiert mit so unterschiedlichen Stationen und Aufgaben und so. Und du sagst sie auch, dass halt auf den Events auch andere Arten von Beziehungen kommen sind, zum Beispiel, dass eine Person von dass mit der du regelmäßig tanzen gehst oder mit der du regelmäßig Tennis spielen gehst oder eine gute Freundschaft. Und das fand ich am Anfang ziemlich schön. Absolut, ja. Andererseits auch die Slow-Dating-Dinge lässt sich natürlich am Kapitalismus monetarisieren, weil es gibt auch schon eine Slow-Dating-App. Und ob der geseiste Profilbild von den potenziellen Matches immer nämlich steckweis. Das heißt immer, an dem du immer nicht schreibst. Weil, also, es gehen ja paar Studien oder auch Erfahrungsberichte, die so dass Bild, egal ob wer in einer Dating-App du bist, also egal ob Leute mehr oder Männer zu sich schreiben, am Anfang da, das war die überzeugt. Also wirklich so, überflasht, wer ein Profilbilder hat, die eine Person. Und ich denke, die Dating-App probiert dem so ein bisschen entgegenzuwirken, nämlich, dass ich für dich muss man nicht schreiben, befehlen dann das ganze Bild von der anderen Person gesagt. Ich gesehen mich schon mega nervös, wenn die Person nicht antwortet, weil ich halt ganz Bild gesehen. Also, ja, ich weiß nicht, kann in die ganzen Sachen auch ein bisschen kritisch gesehen, aber ich fand sich die Idee für Slow Dating schon auch schön. Und schon zum Beispiel eine Freundin gefragt, was mir für 2 Jahre oder so gesagt hat, ich will ein bisschen mehr Slow daten. Und ich war so, what's that? Also wünsche ich echt gerne von nachher. Und hat ich für kurzem gefragt, was dann ging darin verstanden überhaupt. Dann hat war so, ja, nicht direkt mit der Person Sex haben. Okay. Und das fand ich am Anfang auch interessant, weil einerseits natürlich, was brauchst du für gutes Sex? Vertrauen, Kommunikation und so, das schon auch nicht so uns macht. Ohne nur zu sagen, dass Leute, die One-Night-Stands haben oder Casual-Sex haben, schlechte Sex haben. Dazu wünsche ich auch noch einen Fakt. Oh, tell me. Los schon direkt? Ja. Okay. Auch von Andreas Weber. Hier nicht gesagt, auch in Verbindung zum Mindful Dating, Slow Dating, dass, also nicht referiert auf eine Studie, dass es sich ja, relativ Seelen anscheinend, nicht nur als Beispiel Tinder geholt, zu One-Night-Stands kennt. Ja, hat mich auch erstaunt, weil Tinder hat ja schon so den Notion von, oh, okay, das ist One-Night-Stand-App, weißt du, was du Tinder bist, dann willst du einfach nicht mehr nicht in den an Bad kriegen. Und weil ich so über ja anscheinend können, ob Tinder mega Seelen zu Casual Sex an. Wie viel meinst du, was der Prozentsatz von Leuten auf Tinder, die nie One-Night-Stands haben, weil sie es nicht wollen? 70%? 80%.
Und du hatten dann eben noch darüber verwiesen, dass für nur um den Brick zu schlagen zu nachhaltigen Verbindungen, dass es den meisten Leuten am Endeffekt aber um eine Verbindung mit den Leuten geht. Und dass es, du wenn's da anscheinend gar nicht so oft One-Night-Stands geht, weil für einen One-Night-Stand zu haben, ja, da kannst du darum gegen argumentieren, geht es da vielleicht dann eben um den wahren Charakter zu so einer Person mehr auf einer Check löscht, nicht zwingend, weißt du, kannst auch einen One-Night-Stand tun oder nur ist eine Beziehung. Klar. Oder eine Freundschaft. Oder eine Freundschaft, natürlich. Aber wenn man da ganz grob schlechte Scheiße so ein, dass es anscheinend eben die Leute eben auch auf Apps wie Tinder mit dem Ruf mehr wichtig ist, für die Person wirklich kennenzulernen. Voilà, das war mein kleiner Fakt. Ja, und du musst auch dran denken, was ob dem engen Sitzung über Mindful Dating, dass nicht soll Intimität hier stellen, mehr sozusagen aus der Beziehung entstehen lassen. Und ich denke sehr, mit einer Person Sex zu haben, als ob eine Art der Weise sehr Intimität hier stellen, ja. Weil ich vielleicht auch Angst hat für eine andere Art von Intimität, also emotionaler Intimität oder so, die vielleicht dann zum Teil ein bisschen mit Dave geht, wie einfach Sex zu haben. Weißt du, was ich meine? Ja, oder sogar einfach, dass ich nicht als eine andere Form von Kommunikation gesagt. Also spannend, das ist aber einfach eine andere Art und Weise vom Ausdruck und auch eine ziemlich relevante Form von Ausdruck. Yes. Und Pumel ist da eine mehr Art von Ausdruck zwischen zwei Leuten, Pumel ist eine Mannerschein, wie eine andere Form von Ausdruck zwischen zwei Leuten und Pumel sind alle Formen von Ausdruck. Awesome, das ist natürlich ein Jackpot. Ja, bei Slow Dating, und wenn du das lasst, werde ich noch dazu haben, weil mit ein paar anderen Themen, die wir beschwätzen. Aber ich schwätze schon so lange. Ach ja, das ist immer so interessant, mal zu schätzen. Merci, Kai. Bei Slow Dating habe ich auch darüber nur gedacht, dass es vielleicht nicht unbedingt muss den gelebten Relationship Escalators, also deren Stufen von einer sexuell-romantischen Relation nur gehen. Über Relationship Escalators haben wir schon an diesem Podcast einmal geschwärzt gehabt. Ich erkläre trotzdem einmal, was man da gemeint hat, nämlich, dass kulturell an unserer Gesellschaft ihn oft meint, dass sexuell-romantische Beziehungen zu unterschiedlichen Stufen haben und sie immer nur Uhr gehen, die ihn nicht kann zurückgehen. Und dass die Beziehung sich auch immer so muss weiterentwickeln, so storniert sie. Es geht mir klar, wenn ich die unterschiedlichen Trappelscher erklären, nämlich a Kontakt kommen, dann auf ein Date kommen, dann knutschen, dann Sex haben, dann sich verleben, dann sich gegenseitig claimen, also da das meine Beziehungsperson, da das mein Freund, da das meine Freundin, dann gemeinsam Routinen etablieren, wie viel schreiben, telefonieren, dann ein Commitment angehen, Long-Term-Plan haben, die alte Freunde von der Person kennenlernen, die Familie kennenlernen, und dann so zusammen mergen, mit den Ablehnern Konto zusammen haben und dann quasi als letzten Step sich bestürden und einen eventuellen Hund oder Kanner kriegen. Okay. Und dann zum Schluss so eine Legacy haben, nämlich ein Haus oder Kanner, die ist da noch leis. Und die Art erweist von Drehbuch oder sozialem Skript, wie sich Leute müssen an einer romantisch-sexuellen Beziehung beholen oder viele sollten, oder auch wie so Dating auflebt, funktioniert natürlich für die manche Beziehung, ging es nur so. Das ist eine ganz interessante Stufe. Wenn das noch immer meine so, weißt du, die all 50er Jahren heteronormativ Valeuren, die so ein bisschen da innen drin stehen. Mir ist spannend zu wissen, okay, ein Dating-Setting muss nicht so eskalieren, aber wir können auch, wenn wir eine Stufe rumgegangen sind, geknutscht haben oder Sex hatten, dann eine Stufe inzwischen auch nicht, weil wir merken, das passt nicht. Oder auch, was ich fand, gut zu dem passt, was wir für Druck gesucht haben, zu den Trennungen, nimmer, weil ich schon einkehr relativ viel von den Trapplecker-Modden gegangen ist. Wie zum Beispiel, da sehen an einer fester Beziehung mit war und vielleicht sogar zusammen gewohnt hat, hilft das nicht, dass ich nicht im Trapplecker raufgehen. Ja. Also so, die auch, okay, entweder gehst du weiter rup oder das komplette rüber. So. Absolut. Und ich fand das Slow Dating also so ein bisschen ein Auf so und so die Relationship Escalators oder so eine Dekonstruktion von denen Trapplecken, wo einfach mehr wie nimmen ein Trab so ein Ass an in der auch an alle Richtungen kann hin und hier an Robben raufkommen. Ja. So ging ich das mal zusammen fassen, Laura, Menge wir da, wisst ihr? Ja, das ist schön gemacht. Merci. So, los sind wir ja schon eine Weile am Gangen. André, mir hat da noch so viel zu sagen. Ja. Sag mal, war das dann noch eine Verbindung von Nachhaltigkeit und Sex? Weil über Sex ist schon mal noch gut nicht so viel geschwärzt, ne? Stimmt.
die noch wichtig wird zu annehmen. Merci, dass du fräst, Kali. Okay. Schon, du nimmst es für berät. Ah, Ja, schon habe ein Blatt dabei, wo es den Ökosex-Manifest geht an Ökosexualität. Was noch ein etwas anderes aus wie Ecofeminism. Darüber schwätzen wir heute nicht mehr. Ich habe mal keine Zeit mehr. Ich wollte schon kurz auftrennen. Den Ecosex, die Ökosexualität ist ein Term, den zurückzuführen ist auf die zwei AktivistInnen Elizabeth Stevens und Annie Sprinkle. Und sie haben sich, ich meine nicht ganz kurz, sie haben sich gesagt, wir wollen nicht mehr das gesehen als so Mutter Erde oder das, was wir zerstören, wo wir heute wie Parasit drauf leben, wir wollen das gerne gesehen als ein Lover oder als Loverin, als Geliebte, die Erde als unsere Geliebte. Das sind die Ökosexuell. Und sie sagen eben, ja, sie machen, lebt mit der Erde an, sie wollen gerne eine globale Gemeinschaft gehen und Ökosexuellen, die sagen, wir wollen gerne mit lebt, mit Passion als ersetzen. Wie wenn du an einer Relation wärst, an einer passionate relationship mit der Erde, sich für das ersetzen und eben mit all ihren zur Verfügung stehenden Mitteln, ja, das schützen. Und dann eben noch eine Art von anderem Blickwinkel auf die ganz ökologisch Bewegungen machen, nämlich so, okay, komm ich verbunden mit einem anderen Faktor, nämlich eben zu so, voilà, das ist nicht immer ein Kampf auf Stroß an Klimaschutz, mehr, das ist auch Fun, das ist auch Spaß. Und sie machen dann auch so Sachen wie, also sie verpflichten sich auf so großen Events dazu, zu sagen, hey, mir, der das als Lover, als Loverin, und wir verpflichten uns zu schützen, und aber auch gehen sie so weit zu sagen, und dann verkleiden sie sich, und das ist wirklich das ist mega impressionant und mega cool. Dann bestürden sie und dann dienen sie sich an mega crazy Kostüme an und dann machen sie einen Akt von hallo, ich sehe den, ich bestürde durch den See. Du weinst, da werde ich an einer anderen Relation zu dem See stehen. das ist das am Anfang ein politisches Movement, Ja. das Sexualität mit Nachhaltigkeit am Sinn von Naturverbundenheit Absolut. an Naturschutz Genau. setzt. Ah, okay, An cool. sich ist es auch echt da, ich meine, kann auch, oder soll auch aus der Performance-Art rausgesehen. Also sie selber, sie auch KünstlerInnen, und sie haben das sich gemacht, wie sie so, und war das auch ein Kreativapproach für das, anders das zu gesehen. Und für die Krisen, an denen wir gerade sehen, anders das zu begegnen. Und schon sie gesehen am Queer Lux in der Rotonde, gibt den Film, der gewiesen ging als Gender Notes. Und da tut einen immens guten Eindruck kann los, wie das funktioniert. Und das am Anfang wirklich ein bisschen wie Karneval. Und er war richtig, richtig entertaining. Und er war auch wirklich echt gemeint. Also schützt den Erd. Aber es kann auch unterhaltsam sein. Nice, cool. Queer Lux aus Evergens eng Filmveranstaltungsreihe, die Empfehlenswert. Queer Filme Ja. an den Moment Rotonden. Andere Tonnen, das gratis. Cool, die verlinken wir erst. Yes. Und zurück zu den Ökosexuellen, was du noch ganz relevant ist, dass sie so in wir sind ein Teil von der Natur. Und an dem wir sowieso ein Teil von der Natur sind und nicht getrennt sind von der Natur aus all Sex, Ökosex. Und das ist doch ein guter Übergang für unseren letzten kurzen Punkt, den wir muss nur schwätzen. Das wäre bald 2 Punkten, weil ich denke, Sex ist sicher so ein Punkt. Aber ich denke, beim Sex kann ihn auch ja relativ ähnlich wie bei Beziehungen so, dass nachhaltige Sex, also gute Sex aus den einem gut Date, an dem eigenen Wohlbefinden, an dem eigenen Ausdruck vielfältig Optionen gibt. So. Ich denke, dass auch wenn ihr zum Beispiel schlechten Sex hat oder Sex, den vielleicht nicht konsensual passiert ist oder so, dass positive Erfahrungen von konsensualem, schönen Sex nachhaltig sind am Sinn von, dass sind Wohlbefinden an die eigene Sexualität allein mit sich und mit anderen Leuten halt nachhaltig gut beeinflussen. Das wäre noch, was man zu Sex aufhält. Du ging dann direkt zu effektiverem letzten Thema schlagen, nämlich Porno. Porno ist ja auch oder kann ein Teil von der eigenen Sexualität sein. Porno ist auf jeden Fall, wenn man über Sexualität an Nachhaltigkeit nur denkt, ein relativ großer Faktor. Da so nicht nehmen CO2-Emissionen. Ich stelle einfach lang froh an dran. Was hat Spanien mit der Pornoindustrie und mit
immensen persönlichen Emissionen zu dienen. Darüber können wir mehr gehen an dem Sänger-Episode. Ganz genau. Es geht aber nach etwas, was ich will direkt hier noch ausschwätzen, weil das auch mit denen innere Faktoren zu denen hat, die ich für Drüllo bei Sex angeschaut habe, nämlich wie Porno die eigene Sexualität nachhaltig beeinflusst. Ja. Weil das möchte. Auf jeden Fall. Weil was man am Sex gesehen, also wer ein Sexualpraktiken, wie die Leute verhüten, wie sie hier das Geschlecht performen, wie hier Körper sind, wie sie ejakulieren, wie intime Organe ausgesehen und so weiter. Hat natürlich für allem, weil ihr das auch jüngere Jahre guckt, wo ihr vielleicht noch nicht so viel Sexualerfahrungen habt, mir ganz ehrlich denke ich generell, beeinflusst das ein bisschen, also wie irgendwelche Hollywood-Filme, auch die beeinflussen, wie wir uns selber an als Beziehungen, an als Kipperin holen. Und dafür fand ich zum Beispiel immens wichtig, dass es nicht nur die Mainstream-Pornografie gibt, mir auch Alternativformen von Pornografie, zum Beispiel feministische Porno. Absolut, ja. Genau, da kann man nicht mehr allzu viel drauf angehen. Es ging so ein, wenn der feministische Porno sich guckt, der ich mal so Plattformen wie Pink Label TV und das so wie Netflix für feministische Porno. Oder es gibt auch den Paul Yass Feminist Porn Award, der geht zu Berlin all 2 Jahre im Englisch verlieren, wo cool SexworkerInnen, PornoproduzentInnen und Leute, die an der sexuellen Education schaffen, einen Preis können kriegen. Ich war 2017 meine ich, Paul Yass Award, war ziemlich cool. War mit zusammen, du? Warst du auch ein Kado? Ich war ein Kado. Ah, wie warst du? Ich weiß nicht mehr. Ich war 2017 Da meine war ich. ich vielleicht 2019. Ah, cool. Ja. Wie hast du das gefunden? Ja, cool. Und ich denke, dass du auch ein wichtiger Aspekt ist, was für Normen gehen Porno reproduziert. Also von der Körpergröße bis mega sexistisch oder rassistisch Darstellungen, die Porno und vor allem Mainstream-Porno viel gewisse kriegen, die effektiv einfach einen nachhaltigen Impact tun, ob wir Leute sich wohlholen, an ihrer Sexualität wohlholen. Ja. An dem feministischen Porno ist natürlich Wolle, den also besonders noch interessiert, nämlich ethische Porno oder auch noch Fair Porn. Ja. Weißt du schon davon erhören, Salma? Ich will schon davon erhören. Was ist dann ethische Porno oder faire Porno? Man schrieb so, dass ethische oder faire Porno zeigt das wie ein Fairtrade-Schokoladenriegel, Schokoriegel aus dem Automat, dass es fair produziert ist und in gute Konditionen hergestellt. Mhm. Yes. Also das heißt, natürlich etwas unterschiedlich, je nachdem, wer persönlichste Fräs. Aber viele Leute ähnlichen sich drauf, dass die Arbeitsbedingungen müssen gut sein am Sinne von Bezahlung, also dass jeder fair bezahlt wird. Auch noch selbisch. Weil da gibt es auch racial Unterschied, also es gibt ja Leute, die gehen aufgrund von ihrer Herkunft anders bezahlt. Yes. Oder auch, ob du der Produzent bist oder Durchstellerin bist. Und du gehst zum Beispiel auch Modeller, wo die Person, die produziert und die Person, die am Porno dran ist, ähnlich bezahlt gehen einfach. Also für das die Machthierarchien sich auch ablesen. Dass Leute überhaupt bezahlt gehen, ist schon, oder überhaupt gut bezahlt gehen, ist schon wirklich nicht so selbstverständlich. Führen alle mit Porno, den sich halt gratis am Internet gucken kann. Ja. Dafür ist auch eine von den Forderungen für sein Porno tatsächlich zu bezahlen. Das kann ihnen zum Beispiel auf der Seite wie schon für drunten annimmt tun, aber auch einfach auch bei private Personen, also an dem sie nicht die groß gratis Sitten einfach klickt. Dann aber sagen sie natürlich, dass es konsensual passiert. Also es gibt Statistiken, die sagen, dass ein größten Teil von den Pornoen, die produziert gehen, ob irgendeine Art und Weise am Anfang nicht konsensual passiert. Also zum Beispiel, dass du musst dem Skript nur gehen, was den anderen dafür seht, dass du nicht kannst selber entscheiden, welche Verhütungsmittel benutzt gehen, dass du nicht kannst so zu verschiedenen Sachen, die sollen passieren. Und das ist auch so, dass es gibt zwar gesetzliche Regelungen, zum Beispiel für die Großproduktionsfirmen an den USA, mit die gehen dann an andere Länder, die ökonomisch mehr rentabel sind, also wo du einfach mehr billig aus Leute finden, die das dort machen, aber wo die Gesetze natürlich nicht greifen. So. Klingt relativ kapitalistisch. Mega. Und das halt einfach ethisch oder faire Porno bedeutet auch einfach, dass es nicht schädlich ist, weder psychologisch noch gesundheitlich für die Leute, die involviert sind. Und verschiedene so auch zum ethischen Porno gehört, dass Leute, die das gucken, gesehen, dass das konsensual passiert. Okay. Also auch wenn zum Beispiel Erniedrigung passiert, dass ob irgendeine Art und Weise klar geht,
wie auch immer da das gesagt, also dass es irgendwo am Text steht oder dass sie gesagt, wie Leute man den umgehen, dass sie gut man den umgehen, dass so durch den ethischen Kader klar ist, steht die Revolt, das was gerade passiert. Und ich muss sagen, das fand ich persönlich immens unangenehm bei Mainstream-Pornografie, dass ich oft nicht weiß, hast du alles okay und hast du alles konsensual. Ja. Voilà. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Plattformen und Personen und Zusammenschlüsse, die sich für so eine Art von ethischem Porno oder für so ein Fair-Porn-Label ersetzen. Wir verlinken erst vielleicht ein paar Sachen. Die können erst schon noch gucken. So, Selma, was muss noch gesucht gehen? Ich schwanger mich schon viel gesucht. Mega. Also das ist nicht, wie wenn man nicht mit zu tun hat. Nee, das ist immer ein Problem, gell? Ja. Ja, von das ist kein Problem. Nee, das ist eine Qualität. Das ist eine Qualität, genau. Ich gebe ich kann auch einen Verweis machen zu meinem Podcast. Yes. Wo ich über eine ganz nachhaltige Porno-Plattform schwätzen, zumindest eine skurril Porno-Plattform, die sich nachhaltig claimt. Da das vielleicht noch einen kleinen Hint, so statt unzulauschen. Also es vielleicht einfach kultiviert er Beziehungen an Gerd. Ciao. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Was sind eigentlich TERFs? Für in dieser Rubrik ein Content Note. Es werden Themen Transfeindlichkeit, Diskrimination und Suizidalität gehen. Wenn du Probleme damit hast, dann kannst du dir Hilfe sichern. Wir werden den UrsprechpartnerInnen an der Beschreibung verlinken. Ein Begriff, den an der Diskussion Transwords immer auftaucht, ist der Term TERF. TERF steht für Trans-Exclusionary Radical Feminist und wird oft dem radikalen Feminismus zugerechnet. Radikale Feminismus ist eine feministische Strömung, die das Patriarchat als den Hauptunterdrückungsapparat von allen Frauen sieht und dabei Unterdrückungsstrukturen wie zum Beispiel Klassismus oder Rassismus ignoriert. Daher stammt auch eine weit verbreitete Transfeindlichkeit am radikalen Feminismus, den im Konzept von der Zweigeschlechtlichkeit festhält. An der Debatte geht es oft, aber nicht nur Transfrauen. TERFs reprochieren ihnen, dass sie eigentlich Männer sind, die sich als Frauen verkleiden, für sich Zugang zu Räumen zu verschaffen, an denen Frauen sich geschützt fühlen. Das können zum Beispiel Frauentoiletten oder Umkleide sein. Auch behaupten sie oft, dass Transfrauen sich einen unfairen Vorteil am Frauensport erschleichen. TERFs definieren Geschlecht rein über biologische Merkmale und als unveränderbar. Mit dem Verständnis diskriminieren sie nicht nur trans, inter- und nicht-binäre Menschen, und schätzen ihnen hier Geschlechtsidentität auf. Sie definieren damit der Frauensinn über biologische Prozesse, die auch Cis-Frauen ihre Identität aufschwätzen und antifeministisch sein können. Das weist sich beispielsweise J.K. Rowling seinen Diskurs im Thema Menstruation. An einem Tweet hat sie sich über den Begriff menstruierende Personen lustig gemacht. Und nur gedeutet, dass der Begriff Frauen durch menstruierende Personen ersetzt gehen ist, und somit Frauen aus dem öffentlichen Diskurs gedrängt gehen. Damit ignoriert sie aber nicht nur die Lebensrealitäten von menstruierenden Transmännern und nicht menstruierenden Transfrauen, mir schwätzt auch nicht menstruierenden Cis-Frauen ihre Identität auf. Ein weiteres Beispiel ist die Definition vom Frauensinn über die Fähigkeit zu gebären, wird Frau essentiell auf ihre Funktion als Gebärmaschine reduziert. Ein Bild, von dem viele Feministinnen eigentlich fortwollen. TERFs agieren aber nicht nur gegen Transfrauen. Auch Transmänner sind von ihrer Transfeindlichkeit betroffen. Am Diskurs ist von ihnen oft als Opfer vom patriarchalen Unterdrückungssystem redet, die sich dem erwerfen, für patriarchale Strukturen zu entkommen. So bezeichnen zum Beispiel die deutsche Feministin Koschka Linkerhand Transmänner fälschlicherweise häufig als verlorene Schwestern, die Seite gewechselt hatten. TERFs schwätzen Transmenschen oft ihre Geschlechtsidentität auf. Das äußert sich nicht nur dadurch, dass sie aktiv an dem Modell von der Zweigeschlechtlichkeit festhalten, aber auch durch ihren Umgang mit Transpersonen. So benutzen sie oft express die falschen Pronomen an den Datenname
von Transmenschen, was für sie immens traumatisierend sein kann. Auch gehen TERFs oft aktiv gegen mehr Rechte für Transmenschen für. So gouf zum Beispiel an Deutschland während der letzter großer Koalition das proposiert Selbstbestimmungsgesetz aufgelehnt, auch auf Druck von transfeindlichen Feministinnen wie zum Beispiel der SPD-Politikerin Leni Breimeyer. Gerade in den United States sind transfeindliche Legislationen aktuell besonders an republikanisch regierte Staaten um Instanzen weh oder sogar schon in Kraft. An Texas zum Beispiel können Eltern, die hier trans kann, bei seiner Transition unterstützen, wenn es Kanzmissbrauch für Gericht brucht gehen. TERFs sind nicht nur ein Randphänomen, über das sich Leute auf Social Media streuen. Oft haben sie einen konsiderablen Einfluss an der Politik und an politische Bewegungen, prägen mit ihrer Ideologie, die sich aus Polarisation und Faktenverdrehungen zusammensetzt, den Diskurs. Viele von den Behauptungen, die TERFs unter dem Deckmantel von der Besorgtheit äußern, sind falsch. 2019 hat beispielsweise die University of California an der Sicht, ob es ein Hass und Gewalt auf öffentlichen Toiletten gab, seitdem immer mehr Transfrauen Frauentoiletten benutzen. Sie hat deutlich ergeben, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Auch im professionellen Sport sind Hürden für Transmenschen hoch. So müssen sie zum Beispiel oft beweisen, dass ihr Hormonlevel denen von ihren Gegnerinnen entsprechen, für überhaupt können unzutreten. Sich ein angeblich unfaire Viertel zu erschleichen, ist also nicht so einfach, wie TERFs das oft behaupten. Dabei geht häufig vergessen, dass es nicht um abstrakt, theoretisch Konzepte geht, mehr um das Leben von Menschen. Transmenschen gehören zu den am meisten diskriminierten Personengruppen in unserer Gesellschaft. So war 2021 das Jahr, an dem an den United States die meisten transfeindlichen Angriffe verzeichnet wurden. Und die Tendenz klimmt. Laut einer 2018 publizierten Etude sind Transjugendliche überdurchschnittlich suizidal. So hoch enttäuschend von den Transmännlichen, 30% von den Transweiblichen und 42% von den nicht-binären Jugendlichen umgehen, dass sich schon mindestens ein Suizidversuch handelt zu schon. Nach sind transfeindliche Ideen an der Lützebauer Politik nicht allzu präsent. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Leute geben, die sich eine mehr restriktive Gesetzgebung wünschen. Bis vor ein paar Jahren waren die United States als ein von den fortschrittlichsten Ländern auf puncto Transrights bekannt. Das hat sich rasant geändert und das kann auch zu Lützeburg geschehen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet mehr Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung von der Direction de la Santé am Kader vom Nationalen Aktionsplan Santé affective et sexuelle. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Direction de la Santé an de CESAS gehen all Responsabilität und den Inhalter von diesem Podcast auf.